Hi, grüß euch, servus, habe die Ehre. Die Dani und ich sind unterwegs nach Bayerisch Gmor, nach Bayerisch Gmein. Da fahren wir schnell über die Grenze, weil genau auf der anderen Seite von der Grenze haben wir letztes Mal eine Burgruine gesehen. Jetzt fahren wir gerade durch die wunderschönen Berge und schauen mal, ob die Aufnahmen etwas werden. Das Ganze in 25 FPS cinematisch. Ach ja, da drüben ist der Turmsee. Den kennen die meisten vielleicht. Da drüben ist der Turmsee. Ach ja, und noch was. Wir haben diesmal alles dabei. Wir haben die Nikon dabei, wir haben die GoPro dabei, wir haben das iPhone und Samsung dabei, wir haben die R2S, wir haben die Mini 2 dabei und das Stativ habe ich jetzt vergessen. Trottel. Ja, aber ihr seht, wenn wir auspacken, einen riesen Koffer und da oben ist ein Paragleiter über der Stadt. Was, ob ihr das erkennen könnt? Der landet jetzt im Wirtshaus. Ja, und weg ist er. Ja, sowas passiert da aber so heraus. Im Dorf landen, ha? Trotteln. So, jetzt sind wir angekommen. Ab hier geht es nicht mehr weiter. Jetzt heißt es laufen. Und jetzt sage ich euch, was wir jetzt dabei haben. Mit Brotzeit. Das wird jetzt eine Schlepperei. Aber ich weiß ja, wer fit ist. So, 1 Minute bin ich schon gegangen. Ja, die erste Bank, erste Pause. War die Regel. Dani hat gesagt, das ist der richtige Weg. Laut Navi. Schauen wir mal. Irgendwie stehe ich jetzt mehr im Wald. Also, was man für euch Abonnenten alles hier macht, ist schon. So, 2 Minuten, jetzt braucht er nur mehr Pause. 12 Sekunden später. Leichtes Gepäck. Und ich sag's euch, wenn ihr das Video nicht bis zu Ende anschaut, dann gibt's bloß so Intros bei mir. Ja, bloß so Intros. Leck. Ich weiß gar nicht wie weit, auf alle Fälle. Jetzt da hinten jetzt so richtig steil rauf. So. Was? Technik, Pfadfinder. Komm, Handy aus, gehen wir. Schauen. 1 Minute 37 Sekunden später. So, und da ist die Brücke. Und ich bin mir sicher, da gibt es einen ganz normalen Weg auch. Statt da. Jetzt werden wir da oben stehen und dann werden wir sagen, super, da ist ein Parkplatz. Jetzt bin ich gespannt, da oben ist bestimmt der Parkplatz und ein Kiosk mit Leberkassinen. Jetzt haben wir es gleich geschafft. So, jetzt gehen wir noch weiter. Jetzt steckt man fest. Jetzt warte mal. Jetzt stelle ich schnell ab. Und Brennnessel. So. Jetzt nimmst du das Reisegepäck. Was ist das? Ja, jetzt muss er kraxeln auch noch. Bis zum Ende, ich sag's euch. Ja, was habe ich gesagt?
Weg? Kein Weg. Weg. Navi. Es ist eine Bullenhitze. In der prallen Sonne. Ich glaube, wir sind die einzigsten Deppen, die darauf laufen. So, meine Nerven sind am Ende und die von der Dani auch. Die Dani ist nämlich der Bruchpilot. Weil was muss unser Dani machen? Die Dani muss mit der Drohne, mit der cinematischen Drohne, keine FPV-Drohne, wollte die besonders cool sein. Da sind überall Brennnesseln. Wollte die besonders cool sein und ist hier oben rein ins Fenster. Beim ersten Mal hat es angeblich geklappt. Ich habe die Aufnahmen noch nicht gesehen. Ich schaue mir die Aufnahmen heute mal an. Ja, rennt rechts dagegen hin, landet auf dem Kopf. Ungefähr 5 Meter Höhe. Alles mit Brennnessel voll. Jetzt haben wir ewig überlegt, wie kriegen wir das Scheißding runter. Ich bin da mit der R2S hoch und habe mal geschaut, wie die überhaupt steht. Ja, jetzt haben wir aber Glück gehabt, dass da gerade ein Besucher da war, der Bergsteiger fahren war. Ich habe trotzdem Wasser geschwitzt und der ist jetzt hier rauf. Ja. Hätte ich vor 20 Jahren noch können. Auf alle Fälle ist er raufgekraxelt und hat dann wirklich da oben die Drohne erwischt und hat runtergeworfen. Ja, das ist ein entspannter Ausflug. Und jetzt soll ich euch eine Überraschung anbieten. Ich bin auf die Aufnahmen gespannt. So. Ich habe trotzdem Wasser geschwitzt. Ich bin unter ihm gestanden, denke, wenn der runterfällt. Dann war nicht weich, weil ich drunter gestanden bin. So, ein Ehestreit später. Drohne ist gerettet. Geht's wieder ab nach Hause. Der Scherper trägt die Sachen. Ja, schön war's. Nee, nicht. Schön war's nicht. Eigentlich schon, aber viel zu heiß.
Das ist kein Gecko, das ist eine Eidechse. Wir haben... Oh ja. Ah, weg ist er. Sonnensicht, ja. Das ist keiner mehr. Österreichischen Gecko, genau so schaust du aus. Ja, irgendwie war es schon schön. Aber sehr nervenaufreibend. Aber als ich wieder warm bin, kriege ich ein kaltes Bier. Kalte halbe Bier von der Dani. Klar? Oder 10. Heute ist ein Potrock, da wären es ungefähr 2. Ja, cool. Ein bekannter Fotograf hat zu mir immer gesagt, der Held wird immer gegen die Sonne gefilmt. So, wie versprochen, das Abschlusskonzert. Ihr müsst raten, was das für ein Instrument ist.